Ich bin Botschafterin von Kreuzberg und ich erkläre euch heute, wie alles funktioniert, ja? Weil guck mal, es gibt ein Problem in meiner Familie und das ist meine Schwester Eichegül. Guck mal, die Sache ist so, ja? Ich schwöre, Eichegül, sie ist so ein Fickfehler, es tut mir leid. Ich muss sagen jetzt so, weißt du, was sie gemacht hat? Sie ist bei allen Deutschen zusammen, bei allen Kartoffelkäfer. Ich schwöre, warum macht sie sowas? Sie hat uns blamiert von ganzer Ecke, alle wissen Bescheid und so. Es geht's nicht so, ich hab ihr gesagt, pass mal auf. Eichegül, übertreib mal nicht deine Rolle, okay? Nur weil du bist Gymnasium gegangen, du brauchst nicht jetzt hier denken, du bist Frau Schlau oder so. Mit deinen Bildung und so, es regt mich richtig auf. Habt ihr auch so eine Schwester, hast du auch? Sie machen nur Probleme, oder? Ich meine so, Eichegül, wir haben so viele schöne türkische Männer. Was ist dein Problem? Sie sagt zu mir, ja, du brauchst gar nicht reden. Sie sagt zu mir, dein Freund, okay, er ist nicht gut zu dir. Ich bin so, was, er ist nicht gut zu mir? Ich erkläre euch mit meinem Freund, ja. Guck mal, ich und mein Freund Ayak Ahmed, wir sind jetzt 1,5 Monate zusammen, richtig lange schon, ja. Ich schwöre. Ja. Und sie sagt zu mir, ja, aber dein Freund Gillette, er ist nicht gut zu dir und so. Ich so, was, er ist nicht gut zu mir? Guck doch mal, er kauft mir alles. Adidas, Madidas. Sie sagt zu mir, ja, aber deine Sachen sind gefälscht. Ich bin so, was gefälscht und? Wer gibt dir für ein Adidas-Anzug einfach 50 € aus? Du musst doch ein Totalschlagen. Guck mal, er denkt an Zukunft. Er denkt an später. Er will mit mir Spätkauf aufmachen, verstehst du? Es ist so. Er ist schlau, sie sieht gar nicht. Ich war nur so, pass mal auf, X-Bein. Du brauchst nicht so auf Hollywood machen, du mit deinen Kartoffelkäfer. Guck mal, was sie mir erzählt. Sie sagt zu mir, ja, mein Freund, er kocht, er putzt, er räumt auf. Oder das ist ein Mädchen. Ein Mann, ein richtiger Mann, okay? Ja, weißt du, wer ein richtiger Mann macht? Soll ich dir sagen, ja, Ipekabla, guck mal, du wirst jetzt sagen, Gillette, du hast recht. Ein richtiger Mann, er kommt rein, er sagt, wo ist mein Chai, wo ist mein Börek, wo ist mein dies, das, schnapp halt die Fresse. Das ist ein Mann! Es ist so. Ich schwöre, es ist so. Hollywood, Alter. Ich schwöre, geht nicht so. Das hat mich richtig aufgeregt. Aber ich sage euch, das ist nicht mein einziges Problem, ja? Ja, ich schwöre, was ist kaputt gegangen? Ipek-Jim, soll ich dir helfen? Gibt's ein Problem? Warte, ja, ich mach alles. Wer will kaufen einen Computer? Ist schöne Ding. Okay, Tamam, wenn was kaputt geht, ich komme, mach dir keine Sorgen. Also pass auf, die Sache ist so, ja. Ich hab ein Mädchen bei uns im Blog, sie heißt Melanie. Oder Melanie oder so, ja, Melanie. Und sie sagt zu mir, ja, Gillette, Eiche, bei euch, die Frauen sind immer unterdrückt. Ich so, bei uns die Frauen sind gar nicht unterdrückt, wie kommst du da drauf? Sie sagt, ja, es ist so, bei euch muss die Frau immer 5 Schritte hinter Mann gehen. Ich bin so, Melanie, du Ferengi-Mädchen, hol mal dein Gehirn aus Hobbitland zurück, okay? Es ist gar nicht so. Ich erkläre dir, wie funktioniert. Ich schwöre, irgendwas stimmt hier nicht. Ganz ehrlich, du kriegst gleich auf die Fresse. Wer auch immer das ist, ganz ehrlich, Fickfehler, mach die Scheiße aus, ich rede. Oha, ja, ne, ich komme, ich bin da, er macht so seine komische Gitarre. Was ist das Soundmount von überall? Ja, halt doch mal die Klappe, ich will was erzählen. Also, pass auf. Die Sache ist so, sie sagt zu mir, ja, warum gehen die Mädchen immer 5 Schritte hinter Mann? Ich bin nur so, Melanie, denk doch mal mit. Schon Tupac hat gesagt, du hast die Leute hinter dir, aber die Kugeln kommen von vorne, Melanie. Es ist so. Ein Mann, er macht Bodyguard, okay, er geht vor dir, er hält die Kugeln auf, verstehst du? Dann kannst du in Ruhe deine schwere Tüte nach Hause tragen. Sie sagt ja, ist
solche Sachen wie sie sind nicht emanzipiert. Ich so, pass mal auf, Melanie, was willst du mir erzählen, wir sind nicht emanzipiert, ja? Nummer 1, ihr deutschen Frauen arbeitet 24 Stunden, okay? Ihr habt keine Kinder, ihr habt keine